Dankeschön, Pastor Jacob. Dankeschön für alle von Ihnen. Willkommen hier bei Lebenswasser Kirche. Das ist so gut, hier alle zu sein. Die Kirche ist voll. Das darf mir eine Freude zu sein. Dass die alle sind zurückgekommen, dass die haben ihre Freunde eingeladen, dass die haben ihre Familie mitgebracht. Und für alle von Ihnen, die uns am Livestream gucken, Dankeschön für uns Taub Gott loben und preisen ab diesem Weg. Und für mich ist es eine große Freude, dass ich von dir kann, nu reden. Mich freut, dass ich hier kann sein. Und so die Botschaft von dir, Nanak, ein Oppfaulendet Läwen. Ein Oppfaulendet Läwen. Nu, ich würde sagen, jeder einer von uns, dass wir Charakter wird bringen oder nicht, aber wir schaffen nur, dass wir wollen ein Oppfaulendet Leben haben. Keiner von uns will ein nutzbares Leben haben. Keiner von uns sagt bloß, ich will nicht tun, ich will nicht schaffen, ich will nicht Freunde haben, ich will nicht von mir selbst merken, ich will bloß ein nutzloses Leben haben. Nu, ich würde sagen, jeder einer von uns, wir sagen, wir wollen ein Oppfaulendes Leben haben. Wir wollen schaffen, wir wollen wachsen in unserem Verhältnis mit unseren Freunden, mit unserer Familie, wir wollen uns Zweig leben, wir wollen unsere Geschaft abwachsen, wir wollen einen Unterschied merken, wir wollen dein, und wir wollen ein oppfaulendes Leben führen. Und so, wir wollen, was die Welt sagen darf. Die Welt sagt, wenn man ein oppfaulendes Leben haben, musst du Geld haben, du musst Reichtum haben, Kraft haben und Berühmtheit. Und so, das ist, was die Welt schreiben darf für ein oppfaulendes Leben. Und das ist so leicht, wenn wir in dieser Welt leben, dann, zum Fallen verdient. Dort, ja, zum ein oppfaulendes Leben haben, dort sind die 3 Dinge, die mir fehlen, dann. Und dann will ich all meine Zeit, Energie und alles, was ich habe, schaffen, dass andere sich wollen wundern, wo glücklich sein, wo reich sein, wo schmack meine Familie ist, wo schmack meine Staben lohnen. Und jeder muss schaffen, wie bloß abtun, dass wir ein oppfaulendes Leben haben, hier auf dieser Erde, so ist die Welt durch uns sein wird. Und Teil von den Dingen sind nicht schlecht, und Gott raubt uns auch, zum Teil von den Dingen tun. Aber das Ding ist, ein oppfaulendes Leben hier auf der Erde riecht vielleicht 60.000 Jahre. Und dann, wo wir sterben, Menschen wollen uns nun für jeden, die wollen für jeden, was wir geschafft haben, was unsere Schafte sind, was wir hier vorhin haben, wo unsere Häuser sind, dass die Welt dort uns sieht, dann was halt dann? Das ist alles nutzlos. Aber die Frage wirklich ist, was braucht das, um ein oppfaulendes Leben führen für Gott? Dass wir für Gott ein oppfaulendes Leben haben, was jährlich ist für alle Ewigkeit, nicht bloß für diese 60.000 Jahre, was wir hier auf dieser Erde sind. Und das ist das Thema für die Botschaft von dir. So, ein oppfaulendes Leben. Und mir ist es so interessant, wenn wir die Schrift studieren, dann, dass Jesus wundert sich 2-mal. Jesus wie eins wird abfallen, 2-mal wird eins wer tam seder, wird eins wer deid. Wir wollen bald nicht dort denken, aber Jesus wundert sich nicht, wo Glück eins wer wir. Jesus wundert sich nicht, wo Schmack eins wer wir, wo Schmack der Kinder wir. Jesus wundert sich nicht, wo viel Geld der Nächste hat. Jesus wundert sich nicht, wo die nächste Person deid. Aber Jesus, wundert sich 2-mal. Und wir wollen hier nachgehen. In Matthäus Kapitel 8, Vers 5 partieren sagt das steht. Als Jesus in Kapernaum kam ein Offizier entgegen und sagte ihm, Herr, mein Knecht liegt tief gelähmt und sei gequält. Und Jesus sagte ihm, ich will kommen, gesund machen. Und so Jesus steht hier allein, vielleicht mit seinen Jüngern, eine große Gruppe Menschen. Und dann kommt hier ein römischer Soldat zu Jesus und sagt, hey, mein Knecht, der ist so krank, kannst du gesund machen. Und Jesus sagt, ja, ich will kommen, gesund machen. Wo ist er? Ich will in ein Haus kommen und ich will gesund machen. Und dann das Offizier sagte Jesus, ich sehe doch nicht wird, dass die Unger mein da kämpft. Sei du bloß in Wut, dann wird mein Knecht gesund worden. Nicht zu der Zeit, die jüdische und die römische Soldaten, die kommen nicht die gleiten sich nicht untereinander. Und so hier ist das römische Soldat, sagt, hey, ich sage noch nicht wird, wenn du in mein Haus ankommst. Das ist vielleicht wieder oft, da werden da Zeit bringen, du Hand zu kommen. No, ich will nicht deine Zeit wegnehmen. Ich sage noch nicht wird, sei bloß die Wut, und dann wird mein Knecht gesund worden. Und dann sage ich wieder, wenn ich seinen Mann, der unter Autorität steht, und ich kann Soldat unter mir, und ich kann sagen zu meinem Soldat, gut, und er jagt, und ich sage zu Jan, Soldat, komm, und der kommt. Ich sagte, ja, du dit und hei dat dort. Und so hat eine Autorität. Nicht wen wer hei wir, aber wer hei repräsentieren dort. In das Fall, die römische Armee und der Kaiser, wo du dann wir. Hei hat Autorität, zum die anderen Nächsten sagen, was die sollen tun. Und so das römische Soldat anerkannt durch die Autorität, was Jesus hat. Dass Jesus durch die Autorität von Gott, dass Jesus Gott wir. Und dort hei braucht bloß den Wut sein, und dann wird in sein Arbeiter all gesund worden. Der nächste Vers sagt, als Jesus dort hier, wundert er sich. Jesus wird abfallend, wo das römische Soldat andenken, den Glauben, was er hat. Wie sein dort? Jesus sagt, so ein großer Glauben, hat noch nicht einmal in Israel gefangen.
Und so Jesus, der wundert sich, war das wem sein Glauben. Er wundert sich nicht, wo Recht es so tut, wie viel Autorität und Macht es so tut, wie hat. Er wundert sich, das so tut, sein Glauben. Und so, dort ist der Punkt für diese Botschaft von dir. Ein Oppfaulendes Leben verlangt ein großer Glauben. Ein Oppfaulendes Leben verlangt ein großer Glauben. Wenn du was ein Oppfaulendes Leben hast, was für alle Ewigkeit jährlich hast, das verlangt ein großer Glauben. Wenn das ist, was opfaullend zu Jesus, das wird opfaullend ist zu Gott. Nu, Jesus wundert sich noch zum zweiten Mal. Und du hast eine interessante Geschichte. Jesus, der kam rein in die Stadt, wo er abwassen dort. Und die Menschen, mit was er taub abwassen dort, du fängst an zu predigen. Und die fängst wohl du Wunder da und du manken. Aber diese Menschen, die stierten sich, dass Jesus du wir. Und die sagen, hey, ist der nicht der Hauptarbeiter? Wir sind abgewaschen mit Jesus taub. Kann wir nicht in seine Brüder und Schwestern, wir können in seine Eltern. Wer glaubt Jesus, dass er ist, dass er kann hier ankommen und zu uns predigen? Wir sollen am Abwaschen, wovon Autorität hat er? Und wir sollen, was Jesus sagt, er wundert sich, an Glauben. Und so, das ist interessant, zweimal, was Jesus sich wundern, war das wem, dort hat zu tun, wenn eins sein großer Glauben, oder für Menschen an Glauben. Nee, das kann auch noch mal eine interessante Botschaft sein, zum Kirchen, wenn Jesus sich bewundern hat, wenn Menschen nicht Glauben haben. Aber von der, wir da kicken, nur das Thema an. Oppfaulendes Leben verlangt ein großer Glauben. Und so, wie wollen haben, dass uns Glauben soll wissen. So, wie sollen wir mit der Geschichte, Jesus wird abfallen, dass uns werden großer Glauben haben. Aber wie sollen wir doch in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, und dort sagt es denn, Unglauben ist es allmählich Gott zu gefallen. Unglauben ist es allmählich Gott zu gefallen. Du kannst wagen tun, du kannst proben, eine gute Person sein. Aber wenn du nicht Glauben hast, dann kannst du nicht Gott gefallen. Wenn du was ein opferndes Leben hast für Gott, dann verlangt dort ein Glauben. Du kannst allmählich Gott gefallen, ohne ein Glauben. Wenn du Gott kommen will, mit Glauben, dass er ist, und dass er dich belohnt, der am ernstlich siegen will. Und so, das hier zwei Parts von Glauben. Das erste Part, das wichtigste Part von Glauben, ist, dass wir anerkennen, dass Jesus kommt nur jeden starb für unsere Sinn. Und dass wenn wir am annehmen, dann, dass wir ewig Leben haben. Und so, diese Entscheidung bestimmt, dass wir wollen alle Ewigkeit mit Gott im Himmel sein oder nicht im Himmel sein, in der Hölle sein. So, das ist die wichtigste Entscheidung, was wir können merken. Hier können wir nicht Wagen bringen, wir können nicht betonen für das. Das ist ein Geschenk, was Gott uns geben hat. So, das ist das erste Part, das wichtigste Part, dass wir Jesus annehmen, und dass wir glauben, und dort er ist. Wir nehmen Gott an. Das ist der wichtigste Part von Glauben. Aber dann ist ein zweiter Part, und dort er belohnt, der am ernstlich siegen will. Und so, wenn du Glauben an Jesus Christus hast, dann der zweite Part ist, dort Gott wird die belohnen für die Wahrheit, was du das. Die Bibel merkt klar, dass ein Tag im Himmel wird Gott uns eine Belohnung geben für die Wahrheit, was wir tun. Wir tun uns nicht die Radung verdienen mit dort. Dort ist ein Geschenk von Gott, was wir annehmen tun. Opa, wir müssen glauben, dass Gott belohnt hat, der am ernstlich siegen will. Der wird der Glauben wissen tun, mit was wir hier auf dieser Erde tun. Und so weiter. Wenn wir wollen ein opferndes Leben haben, für Gott, was für alle Ewigkeit jährlich ist, der einzige Weg, Gott zu gefallen ist mit Glauben. Wir müssen Arm annehmen, wenn wir dort nicht tun, dann müssen wir wissen, wir müssen ernstlich Gott siegen und wissen in uns glauben. Und so, das ist das Ding, was ich will ein bisschen durchgehen hier in dieser Botschaft. Und das sind 5 Hauptwege, wo die Glauben wissen das. Und so, ich wollte 5 Dinge, das vielleicht ein Teil zum Denken. Und so, ich frage hier nicht unbedingt, dass die alle 5 in Denken tun. Aber so, wie hier durch diese 5 Punkte gehen, dann frage ich uns selbst, wo sei ich das schwachste Band? Wo ist es steht, wo die den Glauben merken, wo es, und nachdem, dass die einen von diesen Dingen entweder stärker merkst oder anfängst zu tun. Und so, das ist meine Abgabe für jeden von dir, also die morgen da in ihr Leben, wo kann ich meinen Glauben wissen, durch einen von diesen 5 Dingen, aus wie hier wollen durchgehen. So, das erste war ich, für die kannst den Glauben wissen, es mit beständig nur die Kirche kommen. Gerade dort, wo die hier nicht tun, mit dem, dass die hier in den Seiten sind, investiere ich Geld und Energie an, zum den Glauben wissen. Und so, ihr kommt nur die Kirche, zum dass den Glauben kann stärker werden. Und Römer Kapitel 10, Vers 17 sagt das denn. So kommt der Glauben durch die Predigt, und die Predigt von Christus sein Wort. Und so, wir kriegen Glauben mit dem, dass wir Predigten anhören, praktische Botschaften anhören. Mit dem, dass die beständig nur die Kirche kommen, und die investieren Zeit an, dass die Glauben kann wissen. Das ist so wichtig, dass die eine Kirche finden, wo ich kann tüßig sein, wo ich kann beständig nur die Kirche kommen, dass die kann wissen an den Glauben.
1. Korinther 14, Vers 26 sagt, wenn ihr taub kommt, so haben jeder ein von ihnen Psalm, haben eine Lia, haben eine Uppenbarung, haben eine Sprech, haben eine Einleihung, alles soll zum Abbieren dienen. Und so das wird wie eine Kirche tun. Wir kommen taub, wir singen Leute, wir horchen eine Lia an, wir haben eine Uppenbarung, oder wir haben eine Einleihung, die verteilt vielleicht mit deinen Freunden, hey, das wird auch heute gelehrt von dir, was hast du gelehrt, wo können wir das anwenden, was wir hier an ihr tun, und wir kommen hier alle taub, zum uns abbieren. Und so die Kirche erst wird zum Glauben abbieren. Mit dem, dass du hier ankommst, du lufst Gott, die Presse haben sie nun, die singst, die hörst Botschaften an. Es ist so wichtig, zum Glauben wissen, dass du beständig nur die Kirche kommst. Besonders in der Kultur, wo wir nicht sind, die Welt sagt uns, das ist gar nicht so wichtig, wenn du nicht jeder Weg nur die Kirche fahren darfst. Vielleicht zu Ostern, zu Weihnachten, ein paar Mal du nach Zwischen, wenn du das nicht abhast, dann komm nur die Kirche. Aber wenn du was ein Oppfaulendet Leben hast, dann verlangt, dass du den Glauben wissen darfst und die steht, wo dort passieren darf, als eine Kirche, wenn wir taub kommen und wir dann das leben. Wir bühren uns einander ab. Und so ein Oppfaulendet Leben verlangt ein großer Glauben. Und den Glauben was, mit dem, dass du beständig nur die Kirche fahren darfst. Der zweite Weg für den Glauben wissen darfst, ist mit dem, dass du dein darfst. Nicht dein, das braucht einfach ein Glauben. Wie man Vertrauen haben um Gott, wenn ihr muss sehr wie möglich, wo wir sind. Und wir brauchen Vertrauen auf Gott, wenn wir wollen rückstorben, zum Tun, was er uns verraten hat. Und so, wenn wir dein tun, wird bietet uns Glauben ab. Wenn Gott raubt uns zum Dein, und wenn wir treu sind, wir storben rüt von wo uns unmöglich ist, dann merkt uns Glauben stärker. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10 sagen, jeder soll seine Guf, der heute kriegen hat, bringen den Nächsten zum Glauben zu dein. Auch ein Verwalter, der mit Gott seine Gnuden guven, am Jahrt. Die Morgen dort wird geschrieben, das sagen, jeder einer soll, nicht in jeder einer kann sich wählen, das Ja oder Nein, das sagt, in jeder einer soll die Guf bringen, was Gott am gegeben hat, um den Nächsten zum Gaudet zu dein. Und so das ist nicht eine Frau, die dort jankern da oder nicht. Wenn du was treu sein zu Gott, Gott sagt, hey, ich habe dir eine Guf gegeben, du bist ein Verwalter über die Tien der Guven, das Geld, was ich dir gegeben habe, und ich verlange, dass du was dir bringst, den Nächsten Gaudet zu dein. Und so den Glauben was mit dem, dass du dein das. Und du sagst, in all verschiedene Wege, wo du kannst dein. Du kannst die Nuba dein, du kannst eins dem, was krank ist, eine Multit bringen. Du kannst deine Familie dein, du kannst Menschen wie deine Arbeit dein, und dann auch du kannst bei der Kirche dein. Aber es ist wichtig, dass wir dein, wenn jeder einer soll seine Guf bringen, den Nächsten zu dein. In Jakobus Kapitel 2, Vers 14 sagt, was haltet ihr dann, Brüder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat keine Worte? Und sonst Glauben, der Wurst, der beweist sich mit dem, dass wir gute Worte tun, dass wir Menschen tun, dass wir Richtschrauben tun, von wo uns so möglich ist. Und uns Glauben Wurst mit dem, dass wir gute Worte tun und wir tun den Nächsten tun. Das ist so wichtig, dass du nicht steht, fängt das zum deine Glauben brauchen. Und so, wenn du sagst, hey, ich tun noch nicht, weil eine gute steht zum Anfang, als sie wieder Kirche tun. Gute Information, da schreib dir ab, dass du was nicht steht, fängt zum Dein. Wenn du das wirst, den Glauben. Ein Oppfaulendet Leben verlangt ein großer Glauben. Und den Glauben wirst, durch dem, dass du dein das. Der dritte Weg für den Glauben wirst, und das ist der jährliche Ungewohnheit, was du in dein Leben das. Das sind Dinge, wo du jeder Tag das, jeder Werk das, jeder Monat, jeder Jahr, du bist beständig und du das diese Dinge Tag an und Tag hier. Das sind die jährliche Ungewohnheiten in dein Leben. 2. Petrus 1, Vers 5 sagt, bekleid den Glauben. Und unterwegs büt den Glauben ab. Stärkt den Glauben mit guten Worten. So, das kann für 3 nur dein. So, wir stärken uns Glauben mit guten Worten. Jemand noch zur Erkenntnis teilnehmen. Und das sage ich einfach, wie man Dollar lernen. Und wo lernen wir? Wir lesen die Bibel, wir haben ein Verhältnis mit Gott, wir nehmen teil an Erkenntnis. Und dann muss jeder von uns selbst beherrschen. Jemand lernt selbst beherrschen, die schlechten Dinge in ihrem Leben zu sehen leihen und gute Ungewohnheiten annehmen in ihrem Leben. Und wir müssen uns lernen, selbst zu beherrschen, wodurch wir standhaft werden sollen. Und so stark den Glauben mit dem, dass die gute Ungewohnheiten anwenden in ihrem Leben. Das sind Dinge, das Bibel lesen. Das sind Dinge, das beten. Das sind Dinge, das nur Kirche kommen beständig, den Opfer bringen, geben nur die Kirche und verschiedene Missionorganisationen. Und das sind Wege, wo du kannst Ungewohnheiten anwenden in dein Leben, wodurch den Glauben wird wissen, wenn du diese Dinge das. Du lässt die schlechte Ungewohnheiten zu ziehen und du nimmst an die gute Ungewohnheiten. 1. Petrus 4, Vers 10. Alle Schrift von Gott gegeben, es wird voll, uns zu belehren, uns zu beten, uns recht zu wiesen und uns zu erreichen, wo reich zu leben. Und so, wenn wir
wir wollen reich leben, wenn wir wollen ein opferndes Leben haben für Gott, dann muss wir die Schrift lernen. Wenn das lehrt uns, wo reich zu leben. So, das ist wichtig, dass wir Zeit investieren und jeder Tag in Gott sein Wort mit Gott in Verhältnis. Das ist eine gute Ungewohnheit in uns Leben. Ein opferndes Leben verlangt ein großer Glauben. Und den Glauben wusst, der geistliche Ungewohnheit, die du in deinem Leben hast. Der vierte Weg für den Glauben wussten, das ist der geistliche Verhältnisse. Das sind die Menschen, mit denen du taub bist, vielleicht jeder Werk oder jeder Tag. Das sind deine Freunde, das sind deine Familie, die Menschen, mit denen du dich bist. Und den Glauben, der kann entweder abgebaut werden durch die Menschen, mit denen du taub bist, oder der kann raufgebracht werden mit den Menschen, mit denen du taub bist. In Sprüche 13, Vers 20 sagt, wer mit Weise umgeht, wird weise. Aber wer mit Norden verjährt, wird Schulden leiden. Und so, wenn du was wollen, dann sieg die weise Freund. Die Menschen, mit denen du taub bist, die wollen ein anderer können, wo das ewige Part von deinem Leben wird sein. Das ist so wichtig, dass die Freund fängt, wird beständig nur die Kirche fahren tun, wird dein tun, wird die Bibel lesen tun, die haben das eine gute Ungewohnheit. Und wenn die taub kommen tun und deine Freunde sind uns die Freund, dass ja nicht anders ist, dass die wollen den Glauben halben abbauen. Like, du wirst so die Menschen drama, die, wenn du mit Menschen taub sind, wird nicht nur die Kirche fahren tun, nicht dein tun, nicht die Bibel lesen tun, da wird den Glauben rauftreiben. Es ist so wichtig, dass wir uns weise Menschen finden, wo wir kein Raum sind. So, wer mit Menschen taub ist, die einen starken Glauben haben, die wollen stark werden. Aber wer mit Norden verjährt, wird Schulden leiden. Und so, das ist so wichtig, dass wir uns Menschen finden, die uns Glauben abbauen, und es steht, dass die Duel reden. In Hebräer 10, Vers 25 sagt er, von der Versammlung wegbleiben, das angedacht, das will wir nicht. Aber viele Leute uns untereinander Mut zu sprechen. Und so, wir wollen nicht wegbleiben von Fremden. Besonders in dieser Zeit, wo wir leben mit Social Media, das sieht ihr immer so, wir haben tausende Freunde, nicht? Wir haben tausende Followers, tausende Freunde auf Facebook, alle wegen sind tausende Menschen. Aber wie viele von diesen Menschen hast du in Gemeinschaft mit, die den Glauben abbauen? Wo du sein in eine gute, in eine schlechte Zeit, die halben die durch das Leben gehen. Das ist so wichtig, dass wir die Menschen finden. Von der Versammlung wegbleiben, das eingedacht, das will wir nicht. Wir wollen Freunde haben in uns Leben, wo uns Glauben abbauen. Und es ist so wichtig, die Freunde, die du in deinem Leben hast. Und weiter, vielleicht sind some von Ihnen hier und die sagen vielleicht, hey, ich kann meistens diese Freunde. Ich kann nicht Freunde, die beständig nur die Kirche vornehmen, die dein tun, die Glauben haben in Jesus Christus, die reden mit dir, ich kann euch herzlich wissen. Ich glaube bloß einmal drei eine schlechte Gebogenheit anfangen. Und es ist wichtig, dass die diese Freunde sie leiden, dass die gute Freunde finden. Das ist so wichtig. Und so weiter, wenn du nicht weißt, wo anzufangen, dann will ich die Mut sprechen, wo Part von einer kleinen Gruppe. Ohne die Information, da schrieb die ab, dass die was Part waren von einer kleinen Gruppe. Kleine Gruppe kann meistens einmal den Weg taub, und das sind Freunde, wie du sind für untereinander. Ihr seid eine gute Team, die schlechte Team, und ihr seid zum abbauen und ihr glauben. So, ich will die Mut sprechen, wenn ihr nächstens diese Freunde haben, ihr kann Part werden von einer kleinen Gruppe. Ein opferndes Leben verlangt ein großer Glauben. Und den Glauben wusst durch geistliche Verhältnis in dein Leben. Der fünfte steht, wo die Glauben wussten, es sagt die verschiedenen Umstände, wo die Band fängt. Wir wählen uns nicht diese Umstände, die passieren bloß zu uns. Wir wählen uns gleich Krankheit, wir wählen uns gleich Todes, wir wählen uns gleich eine schlechte Art, wir wählen uns gleich Trouble in der Familie, wir wählen uns all diese Umstände nicht. Und so leicht ist es irgendwo raufzufallen von Glauben, wenn wir uns in diese Umstände finden. Und Jesus sagt, hey, in dieser Welt, wo ihr schwere Tiden durchgehen. Und so Jesus sagt, hey, wollt uns nicht raten von diesen schweren Tiden. Bei Jesus sagt, aber sie abgebracht, wenn ich die Welt evakuieren. Ich kann die Welt all gewonnen. Aber ihr wollen schwere Tiden durchgehen, ihr wollen in Umstände hinfängen, wo ihr nicht scheinen gehen dat. Und da können entweder du sein, zum ihren Glauben abbauen, oder wenn du mit der rechten Einstellung nennen kannst, dann wird den Glauben durchbringen. Jakobus 1, Vers 2 bis 3 sagt, meine Brüder, nehmt doch mit Frieden an, wenn ihr auf verschiedene Wege geprüft und versagt worden. Dadurch, dass ihr Glauben an die Versicherungen bestehen bleibt, liege ihr geduldig zu sein. Das ist so interessant, wenn die Umstände die wollen passieren, aber was der andere da ist unsere Einstellung. Wenn wir nennen eine Einstellung von Frieden, wenn wir auf diese verschiedenen Umstände sind, dann wird uns Glauben wachsen. Und so, wir kommen nennen, wir vertrauen Gott an die Umstände, wo wir sind. Wir sehen am seine Weisheit, wir sehen am sein Wort in der Bibel, und dann wird uns Glauben stark werden. Aber wenn du in eine Einstellung nennen kommst, dann no, das hält alles nicht an. Wenn Wort lässt Gott das nur mir passieren, Gott hat niemals mich so luden durchgehen, von das hat mich so
sollt uitraden. Wie fangen Gott wie fangen Gott schlecht zu sein. Den Glauben, der wird voll. Und so alles, was du ändern, das ist deine Einstellung, wenn du Tempo des Umstände, wo du die fängst. Und wenn du kämpfst mit einer Einstellung von Gott vertrauen, dann wird den Glauben wachsen. Und es ist wichtig, dass wir uns das wählen. Wenn wir wollen, da schwere Tiden gehen, die Frage ist nicht, ist ja oder nein. Die Frage ist, was ist deine Einstellung an diese Zeit? Waar een opvolgend leven verlangt een groter Glauben. En so, dit zijn 4 verschiedene wegen, wo die Glauben wachsen dat. En so, mit beständig nur de Kerk kommen. Vielleicht bist du hier von der und die sagst, hey, ich sei noch lange nicht mal beständig nur de Kerk gekommen. Und das braucht eine Investierung, das braucht Zeit, das braucht die Reinmerkung, für some von ihnen wird wieder aufwohnen, das braucht noch ein Jahr zum hier kommen, oder eine einzelne Kerk, wo ihnen zu sich fallen, und das braucht noch ungewohnheit merken. Und das braucht auch wieder Priorität geben. Wenn wir bloß nur de Kerk kommen, dann wir nicht anderen unjaht, dann ist das nicht eine Priorität in uns Leben. Und vielleicht bist du hier von der und die sagst, hey, ich muss Kerk eine Priorität mehr in meinem Leben. Ich will anfangen, so viel es ich kann, meine Plans rund die Kerk zu entwickeln. Ich will, wie kann ich einmal eine Kerk sein, ob da wieder eine Priorität mehr in uns Leben. Wenn uns glauben, wo stärkt dem, dass wir in die Kerk kommen, wir singen, wir hören Predigt an und wir haben ein Verhältnis mit anderen Gläubigen. Das ist so wichtig. Oder vielleicht bist du hier von der und die sagst, hey, ich kann nicht in der Stadt, wo ich dein will, weil ich will die Motor sprechen. Und jeder einer soll seine Guf bringen zum Dein. Das ist einfach ein Unverlangen von Gott, dass wir dein tun. Und sag mal die Frau, hast du eine Stadt, wo du dein das? Und wenn du nicht hast, die Kerk ist so eine gute Stadt zum Anfang zu dein. Oder vielleicht bist du hier und du sagst, ich kann nicht diese Ungewohnheiten in meinem Leben. Ich kann nicht beständig die Bibel lesen, nicht beten, ich gebe nicht nur die Kerk, ich habe schlechte Ungewohnheiten. Und das ist eine Stadt, wo ich jedem Mal das mit Trübeln tue. Ich kann eine schwere Zeit, eine Ungewohnheit mehr in der Bibel jeden Tag lesen. Das ist in jedem Mal ein Trübel für mich, und eins, was mich so eine große Anstrengung braucht. Aber ich weiß, ich soll das tun, wenn mein Glauben weiß, durch dem, dass ich die Ungewohnheiten in meinem Leben habe. So vielleicht ist das die von dir, die sagst, du hast gleich diese gute Ungewohnheiten, dann will ich die Motor sprechen. Na, sieh die Freunde, die wollen unterstehen, die in der Familie, und merkt dort eine Priorität, in Gottes Wort zu lesen. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich kann nicht Freunde, die mich abführen wollen. Ich kann nicht Freunde, ich bin weggegangen von den Verhältnissen mit Menschen und ich kann nicht diese Freunde in meinem Leben. Und weiter, ich will die Mut sprechen, was Part von einer kleinen Gruppe, das ist so ein großer Sehen, Part sein von einer kleinen Gruppe. Aber wenn du einen Freund hast, was danach Part von einer kleinen Gruppe, wenn du bietet den Glauben ab, wenn du diese Verhältnis in deinem Leben hast. Oder vielleicht fängst du dir in so schwere Umstände. Vielleicht ist es so schwer in deiner Schafe, in deiner Familie. Oder vielleicht ist es mit deinen Freunden, eine Krankheit, ein Todes, etwas, was in deinem Leben angehen darf. Dann will die Gott vertrauen in dieser Zeit. Will die, dass du Gott siegen in dieser Zeit, wenn dein Glauben wird wachsen. Das ist so wichtig, wenn ein opvollendes Leben verlangt, ein großer Glauben. Wie wollen ein opvollendes Leben hier, das hier, das dreht sich um Reichtum, Kraft und Berühmtheit. Und ob dort riecht, hier muss 60.000 Jahre Menschen für jeden die Numm. Die Menschen, wem du brauchst, einen guten Eindruck zu machen. Die Menschen, die sagen, hey, ich will 100 Jahre, ich soll tieren über mich, ich soll sich bewundern, ich will wo Gott das haben. Die für jeden davon, wie sterben, das geht alle zu nichts. So all diese Energie, die du in deinen Stärken hast, das haben nicht in Unterschied gemerkt. Aber Leute, wir wollen ein opvollendes Leben für Gott bauen. Und das bauen wir, dadurch, dass wir investieren, dass uns Glauben wachsen kann. Und Gott sein Wort sagt, wir wollen eine Belohnung sein für die Wahrheit und für den Glauben, was wir hier auf dieser Erde haben. Und das für alle Ewigkeit. So lohnt sich doch nicht viel, Leute an diese Dinge anzustellen. Es sind nicht Dinge, die bloß in dieser Welt sind. Und dort von den Dingen an der Welt, das sind gute Dinge, und Gott raubt uns zum guten Verwalter sein, und kämpft uns Geld, bei unsere Geschäfte, all diese Dinge, die Gott uns anvertraut hat. Aber wir gehen dann in eine Einstellung, dass ich will ein opvollendes Leben für Gott. Ich will nicht ein opvollendes Leben für Menschen. Ich will ein opvollendes Leben für Gott. Ich will mein Glauben wachsen, wenn ich eine Belohnung im Himmel, die für alle Ewigkeit wird riegen. Und so das ist die Botschaft hier von der und Sonntagsmorgens. Und das ist die Botschaft, die ich Ihnen will geben und wo ich Ihnen will Mut sprechen von der und Sonntagsmorgens. So ein opvollendes Leben. Wir wollen ein opvollendes Leben haben für Gott. Wir wollen nicht ein opvollendes Leben haben für andere Menschen. Sag mir gleich, bloß mit Ihnen alle taub zu beten. Und himmlische Vater, danke für das wunderschöne Sonntag. Danke für jede Person, die hier ist. Danke für die Zeit, die Guben und alles, was du uns gegeben hast. Dass du uns rauben darfst, den Weg zu bauen. Danke, dass wir ein Verhältnis haben mit dir. Ich bete, help uns Glauben zu wachsen. Help uns beständig nur die Kerk kommen. Help uns stehen fängen, wo wir unsere Guben bringen zum Dein. Help uns Ungewohnheiten, in uns Leben, die Schlechte zu ziehen,
Help uns Vrienden zu finden, die uns abbieten dürfen, wenn wir kämpfen uns glauben. Und help uns, die immer vertrauen und die zu sehen, in alle Umstände, wo wir sind, recht wenn es schlechte Umstände sind. Ich will bloß sehen, ob jeder Person hier, help uns glauben zu wissen, über das nächste Zeit. Help uns ein opferndes Leben zu haben, an deine Jungen und nicht an Menschen ihre Jungen. Das beten wir in die Namen. Amen.